So, wir gucken uns die Märchenbuchinträge an von der Folge 12, also der letzte Folge von der 4. Episode. Fangen wir mal an mit dem Metzger. Johann, der Metzger. Der Name wird oft im selben Atemzug erwähnt wie der des Bäckers und des Kerzenmachers von Fabletown. Und wie all diese anderen Händler hat auch der Laden von Johann, dem Metzger, Fabletown seit vielen Jahren gedient. Frische Fleischsorten, exotische Fleischprodukte und sogar ganze Rinderhälften für den herzhaften Appetit von Ogern und Trollen. Doch Johanns Geschäft macht gerade eine harte Zeit durch und er hat sich mit den falschen Freunden umgeben. Die Qualität seiner Produkte nimmt ab und sein Laden dient als Fassade für die kriminellen Machenschaften des krummen Mannes. Und einige Leute fragen sich bereits, ob sie Johann jemals wirklich kannten. Blaubarts Geld. Man könnte glauben, dass Blaubart der Fabletown-Verwaltung nur für seine eigenen üblen Zwecke finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um besondere Gefallen anzufordern oder um ihr Einfluss auf die Verwaltung auszuüben. Aber was er wirklich will, ist Stabilität und Stärke. Denn soweit es Blaubart betrifft, existiert Fabletown nur deshalb, um ihn von der Welt der Menschen zu isolieren. So sehr sein Geld auch als Schwert dienen mag, so sehr ist es auch ein Schild. Das Krumme, Hauptquartier. Diese leerstehende Kirche ist nur einer von vielen Orten, die der krumme Mann nutzt, um seine Geschäfte in Fabletowns Unterwelt auszuführen. Ihr familiäres Ambiente macht sie zu einem bequemen Treffpunkt, es sei denn, man ist ein ungebetener Gast. Der Außenwelt ist sie völlig unzugänglich und der einzige Weg hinein ist durch eines von vielen Portalen, das durch eine Tür mit dem Folterrad-Symbol des krummen Mannes gekennzeichnet ist. Sorry, ich komme hier gerade tierisch ins Stocke. Diese Türen gibt es in der ganzen Stadt und auch an anderen Orten. Dann hätte man hier noch der Bela B. Ach komm, er hat halt eine Anzug an, er hat schwarze Haare, die Frisur so, ja, das auch jetzt natürlich nicht so unbedingt. Und so spitze Ohren hatte Bela, glaube ich, auch nicht. Und mit Schnurri-Ränder nicht wirklich oft rum. Aber keine Ahnung, erinnert mich irgendwie ein bisschen. Und ich meine das im Gute. Es ist definitiv ein Charakter, den man sieht. So, der krumme Mann, Verbrecherboss. Der krumme Mann hat sich nach und nach zu einer der mächtigsten Personen in Fabletown hochgearbeitet. Alles begann mit einem krummen Groschen und einem krummen Haus. 2 Dinge, die ihm wichtiger waren als seine Frau und Kinder. Und damit diese ihm nicht im Weg standen, hat er sie ermordet. Im Zuge seines Aufstiegs hat der krumme Mann viele Fabelwesen in sein verbrecherisches Netz gelockt und gab ihnen, was sie brauchten, aber stets zu einem hohen Preis. Er ist verschlagend, überzeugend und skrupellos. Tiny Tim, Wächter. Während die meisten Fabelwesen vermuten, dass das Wissen der Menschen über ihre Existenz, ihre Langlebigkeit und ihren allgemeinen Zustand verbessern. Was? Während die meisten Fabeln vermuten, dass das Wissen der Menschen über ihre Existenz, ihre Langlebigkeit und ihren allgemeinen Zustand verbessern. Es ergibt, was ist wieder für ein Satz? Egal. Scheint das auf einige wenige nicht zuzutreffen. Ich glaube, das und ist zu viel. Ist egal, scheint es auf einige wenige nicht zuzutreffen. Wenn ein Leiden oder eine Verletzung einen wesentlichen Bestandteil der Geschichte eines Fabelwesens darstellt, dann kann dieses bekannte Merkmal eine Heilung beinahe unmöglich machen. Das glaubt zumindest Tiny Tim. Und keine medizinische oder magische Methode, zumindest keine, die er sich leisten könnte, vermag es, sein Bein zu heilen. So, das Farmleben hatte man schon mal. Okay. Ihr Leid, dann war's das mit der letzten Märchenbuchfolge zu der Episode 4. Morgen geht's weiter mit Episode 5, der erste Folge von Episode 5 und dann gibt's wieder Märchenbuch in Tracht. Dann bis morgen. Schön mit euch.